So, heute kommt mal eine Geschichte aus dem Flecker, allerdings nicht aus Ottmarsheim, sondern aus Ornberg. Aber die Geschichte ist eigentlich, die hätte sich auch an andere Orte zutragen können. Und weil heute Morgen im Radio komme ist, wie das der erste Fußballerinnen gegangen ist in Deutschland, dass die erstmal sich das haben erkämpfen müssen, dass man überhaupt hat Fußball spielen dürfen, weil in den 50er Jahren nach dem Wunder von Bern, als die Frauen auch Fußball spielen wollten, dann hat man das erstmal verboten. Und dann musste die Frau sich das quasi in den 60er Jahren ganz hart erkämpfen. Und da ist das jetzt besonders interessant für mich zu sehen, dass hier die Lotte in den 40er Jahren als Handballerin ganz aktiv war. So, magst du mal was erzählen über die Lotte? Ja, die haben relativ früh angefangen mit ihrem Handball, waren sehr erfolgreiche Spielerinnen, ein sehr hartes Training durchlaufen. Das irgendwie auch auf dem Sportplatz, es hat ja noch keine Halle gegeben, das war im Freien dann. Und waren dann sehr erfolgreich, in Turniere gespielt in der Zeit. Und als erster Preis für einen Turniersieg beim Handball gab es einen angemessenen, vom Mietergeschäft, einen angemessenen BH für jede Spielerin. Nach Maß. Nach Maß. Das ist jetzt auch ungewöhnlich. Also nicht das Kaffeeservice, Nein. sondern... Okay, ja, aber wie war denn die Akzeptanz für diese Handballerinnen in ihrem sozialen Umfeld? Also auf dem Spielfeld war es sicher schon, aber waren sie sehr erfolgreich und auch angesehen. Aber bei einem Festumzug war es dann nicht sehr angebracht, dass sie mit kurzer Hose und einem ärmellosen Dress durchs Dorf gelaufen sind im Festzug. Na, können wir froh sein heute, ha? Ja, da sind wir doch sehr froh. Also Frau, lasst euch nicht unterkriegen. Ich wünsche euch einen super Tag. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas geboten.